Hallo zusammen, du bist der Glitzes von Crown Crew. Heute zeige ich euch mal ein kleines Kill Confirmed Gameplay. Läuft ziemlich gut, bis kurz vor dem Schluss, wo ich nur noch sterben werde. Und darum habe ich diesen Teil eigentlich ausblenden. Das reicht aber trotzdem für 6 Minuten hoffentlich gute Unterhaltung. Es gibt wieder ein paar Themen, die ich mit euch gerne anschauen möchte. Und zwar war es so, dass ich gerade gestern oben ziemlich lang gezockt habe und das mehr oder weniger allein. Und dann war es immer so gewesen, oder wobei immer, sicher in 50% der Fälle, dass einfach ich mit irgendwelchen Random-Typen halt in ein Team geworfen wurde, wo meistens noch keinen Plan hatte. Und das gegnerische Team war dann fast immer ein Clan gewesen. Wir haben gegen Swiss Kings gezockt, jenste andere Leute. Und vielleicht sind es auch nur 3-4 Kollegen, die gedacht haben, jetzt nehmen wir mal das gleiche Clan-Tag und zocken mal ein bisschen zusammen. Aber auch schon das ist ein massiver Vorteil, weil, ich meine, wenn die zusammen reden und sagen, da ist einer, komm, wir ziehen dort her, komm, wir nehmen es A, das B, wie auch immer, ihr könnt es. Oder auch hier eben mit dem Kill Confirmed, wenn sie zusammen umziehen, ist es einfach immer ein riesen Vorteil. Und darum muss ich hier einfach sagen, ganz leid, dass man nur mit Schweizer zusammen da wird, oder fast nur mit Schweizer. Ich habe es schon mal gesagt, es sind 1,3 Millionen Spieler online. Und dann wollte ich nicht, wenn mir das Game anschießt, ich das Game verloren, wieder ein Game suchen, komme wieder ins Gleiche rein, verlose wieder, suche nochmal ein neues und komme immer noch ins Gleiche rein. Das ist doch schlicht und einfach nicht möglich. Darum hoffe ich, wie ihr vielleicht heute schon gesehen habt, wenn ihr die Xbox habt angelassen, auf einen neuen Patch, der ist rausgekommen, der das Matchmaking ein bisschen verbessern sollte. Jetzt, was das genau heisst, Activision oder jetzt vor allem halt Infinity Ward ist nicht unbedingt sehr aussagekräftig gewesen, was genau verbessert wird, aber ich hoffe schwer, dass da jetzt etwas ins Rollen kommt, dass wenn ich 3-mal hintereinander schnell ein Domination Game suchen, dass sie alle 3 verschiedenen innen landen und nicht einfach immer bei den gleichen, wo die gar nicht mitspielen. Ja, das wäre noch zu dem zu sagen. Ich habe wirklich nichts dagegen, immer wieder allen können zu texten, aber Himmel, Land, keine Ahnung, 6 in einem Clan, wo gegen 6 spielen, wo 2 davon unter Level 10 sind, das sackt einfach ohne Ende. Weil der Punkt ist einfach, die werden nicht 1000-mal abkassiert. Das heisst, der Gegner hat hunderte von Killstreaks in der Luft. Easy Punkte einfach. Darum, ganz klar, finde ich das mittlerweile die beschissenste Online-Erfahrung. Obwohl das es durch die geografische Nähe der Spieler sehr gut läuft, muss ich sagen, scheisse, wirklich scheisse. Ich will Black Ops Style, ich will gegen irgendwelche Noobs spielen, wo man nicht im Clan muss sein, um ein Game zu gewinnen. Das zu dem. Es gibt sicher auch Beispiele, wo wir gewinnen, wenn wir gegen einen scheiß Clan sind, oder eben gegen ein paar Kollegen, wo wir das gleiche Clan-Tag haben. Nichtsdestotrotz, ihr seht, ich bin ziemlich am Maulen. Ich finde es wirklich unglücklich, dass man nicht einschalten kann, wie man geografisch zocken will. Okay, weiter geht's. Und zwar, etwas, was ich auch sehr schade finde, ist, dass man beim Abschlussscreen, wo man Kills und Assists und Tode sieht, sollte es doch möglich sein, bei einer Domination wenigstens sehen, wie viele Flaggen das ich habe, oder wie viele Punkte das ich habe eingenommen, wie viel das ich verteidigt habe. Beim Kill Confirmed möchte ich doch gerne sehen, wie viele Kills das ich confirmed habe, wie viel das denied sie wurden. Aber nein, eventuell ist das absichtlich so gemacht worden, weil das sieht man jetzt im Call of Duty Elite. Und da ich die Hardened Edition gekauft habe, bin ich dort dabei. Ich finde es eigentlich auch noch etwas Gutes. Aber ich finde es mühsam, dass man dort her muss schauen. Black Ops hat auch hier wieder gezeigt, dass es gut geht, das direkt im Game anzuschauen können. Darum hat man das wirklich so mühsam müssen machen. Das wäre es mal gewesen von den Beschwerden. Die positiven Punkte überwiegen aber noch lang. Weil, wie gesagt, das Gameplay ist so butterweich online und wenn ich es verkacke, ist es meistens ganz klar, wieso dass ich es verschieße und nicht, weil das Game irgendwelche Macken hat. Darum bin ich hier wirklich äußerst zufrieden. Und gerade wenn man mit ein paar Leuten zusammen rumzieht, sind es also sehr vergnügliche Games,
wo man durchaus sehr viel Spass kann haben. Aber für Leute, die allein unterwegs sind, ist es im Moment vermutlich so frustrierend wie schon lange nicht mehr. Was ich ziemlich uncool finde. Was ich wirklich ziemlich uncool finde. Weiter geht's mit ein paar Neuigkeiten. Und zwar hat scheinbar irgendjemand mal gesagt, dass es etwa 20 Download-Packs wird geben. Für das Modern Warfare 3. Halleluja, he? Die Menge ist so gross, das bedeutet vermutlich auch, dass es nicht ganz so viele Karten werden sein wie im Black Ops pro Paket, das man herunterladen kann. Dadurch wird es hoffentlich auch ein bisschen günstiger sein. Aber sie melken uns Call of Duty Fans so richtig. Ist jetzt auch nicht ganz so tragisch für mich, weil bei Hardened Editionen sind alle dabei, die Download-Pakete, aber nichtsdestotrotz schon ein bisschen eine Frechheit. Und wo jetzt noch gerade die grösste Frechheit eigentlich auftaucht, ist die Tatsache, dass auf der Modern Warfare 3 Disc sind schon 5 Karten scheinbar vom Modern Warfare 2 und vom Modern Warfare 1 drauf. Bekannte Maps. Jetzt viel wird es natürlich freuen. Ich muss sagen, wollt ihr uns eigentlich komplett verarschen, Jungs. Jetzt habt ihr hier Modern Warfare 3 alles so kleine Maps, die total hektisch sind. Und um die Situation zu verbessern und ein bisschen grössere Maps zu liefern, liefert ihr einfach die schon mehrmals wieder aufgerollt wurden. Das sind nämlich die Maps, die im MW2 schon rausgekommen, die es im MW1 schon gegeben hat. Schöne Geldmacherei, aber was soll's, solange es der Spielplatz erhöht, sage ich nicht Nein dazu. Merci und schöne zusammen.